Papadopoulos fällt für 9 Tage aus. Ach, ist das schade für Griechenland oder was das für ein Land gerade ist. Soll es Griechenland sein? Wie auch immer. Willkommen zurück hier zu FIFA World Cup 2014 in Brasilien. Heute spielt dann die Schweiz gegen Frankreich. Ein Spiel, das durchaus episch werden dürfte, durchaus episch wird. Natürlich auch im Real Life. Und ich sag mal voraus, so ungefähr ein 1-0 für die Schweiz. Ja, oder eine knappe Niederlage oder ein knappes Unentschieden auf alle Fälle. Wir wissen ja, die Schweiz spielt gegen große Gegner immer besser als gegen die kleinen. Gut, aber erstmal ganz kurz gucken. Die bisherigen Spielresultate lauten wie folgt. Natürlich seit dem letzten Match, sprich seit Deutschland gegen Portugal 1:1. Und zwar, was ist daher noch passiert? Ghana gegen USA 1:2, Iran gegen Nigeria 1:3, Belgien 2:0 gegen Algerien, Brasilien 0:0 gegen Mexiko. Okay, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Russland gegen Korea 5:0. Überrascht mich aber eher noch mehr. Australien gegen Niederlande 2:0. Das ist glaube ich auch mittlerweile eher weniger im Real Life, aber okay. Kamerun gegen Kroatien 1:2. Spanien gegen Chile 4:1. Okay, wir müssen ein bisschen steigern. Japan 1:2 gegen Griechenland. Kolumbien 2:0 gegen die Elfenbeinküste. Und Uruguay spielt gegen England 0:0. Ja, jetzt natürlich, wie gesagt, die Schweiz gegen Frankreich. Kommentieren wir wieder mal das Ganze auf Schweizerdeutsche gehabt im Swiss Mode. In Salvador. Das gleiche Arena, wa? So, Profi, jeweils 8 Minuten. Okay. Brasil, Salvador. Ach ja, was Freistöße. Mit LCs von dem Aufladen den Freistoß, drücke den Freistoß anzuschneiden oder drücke L1, um hart zu schießen, wenn du gedrückt hast, dann fällt der Schuss aus. Ja, okay. Mal gucken, das war ein normaler. Oh, okay, wenn die Gegner weggehen, dann ist es natürlich ganz cool, aber ansonsten bin ich stärker jetzt. Und direkt zu hoch. Also wieder mal so eine Situation, hey. Ein bisschen schwächer und ja, bei Profiniveau wäre wohl eher weniger drin. Der könnte allerdings reingehen, wenn man so eine Situation hätte. Okay, versuch's mal dort noch. Was ist das für ein Pipi-Schuss? Ja. Theorie gut, Praxis eher weniger. Und natürlich voll vorbei, dankeschön. So, komm schon, der muss rein. Ah, das Runde muss ins Eckige und nicht an den Pfosten, meine Güte. Das Runde muss an die Stange. Bekäme irgendwie einen ganz neue Bedeutung, aber egal. Los geht's. Und zwar auf Schweizerdeutsch, sprich Schweiz gegen Frankreich, SFV gegen FFF. Gleich geht's hier los mit einem WM-Gruppenspiel. Alles scheint hier elektrisiert. Spieler, Trainer, Fans auch. Und wir hier auf den Kommentatorenplätzen, wir verspüren auch dieses gewisse Kribbeln, oder, Buschi? Ja, also auf jeden Fall. Das gibt's alle 4 Jahre nur eine Fußball-Weltmeisterschaft. Da musst du nicht unten auf dem Platz stehen. Das reicht schon hier oben. Jedes Spiel hat ganz eigenen Reiz. Oh, wir sind ja so gespannt. Wir warten jetzt auf ein paar Sätze von Buschi zur Arena Fonte Nova. Aber sicher, das Stadion befindet sich inmitten von Salvador da Bahia, der ersten Hauptstadt Brasiliens, und wurde eigens zur WM vollkommen neu gebaut. Übrigens wurde dazu Baumaterial des... Ja, der Spruch kennen wir bereits. Okay, danke Manni, danke Buschi, ja, willkommen und die ja. hat einen Traumstart in die WM-Endrunde erlebt. Ja, das ist ein großer Schritt in Richtung K.O.-Runde, auch weil man jetzt ganz viel Selbstvertrauen hat. Das stimmt, das stimmt. So, über die Schweizer Startaufstellung. Die Franzosen muss man immer auf der Rechnung haben. Wenn die Frage gestellt wird, wer bitteschön gehört zum Favoritenkreis, das wird diesmal wahrscheinlich auch nicht anders sein. Ja, vermutlich nicht, ja nein. Lange her mit den großen Erfolgen. 98 zuletzt Weltmeister. Okay, nochmal im Finale 2006, aber die Qualifikation mit Hängen und Würgen geschafft, das darf man nicht vergessen. Da heißt also mit gute Chance, wa? Ricardo Rodriguez. Direkt mal einen Versuch starten. Ja, wieso kann in der Mitte? Alter, das weiß doch jeder Fußballaufhänger. Wenn du im gegnerischen Sturm bist, bist du gefälligst in der Mitte, wo du am meisten angespielt wirst. Wer kriegt Was machen die jetzt als dort? nächster den Ball?
Boah, was für Grätsche, hey. Debuchy. Der rennt natürlich irgendwo um Seich umeinander, ist klar. Oh, da hat es mal einen Gegenangriff. Matuidi, kannst du gar nicht aussprechen, Namen. Kann er diese Flanke verarbeiten? Wir müssen fast zurückflanken. Was? Gefährliche Flanke. Valbuena. Tor für Frankreich. Die stehen das dritte dort und schaffen es nicht dem... Ey, das ist doch unglaublich. Ein schöner Kopfball und unhaltbar war er auch. Ja, weil er wie aus dem Lehrbuch kommt. Perfekt getroffen diesen. Hey, da kannst du als Spieler gar nicht machen im Fall. Da kannst du nur auf die switchen und so, aber trotzdem... Da siehst du, wo ist der Ball, der Inler? Wo ist der Ball? Kein Bock drauf. Ey, das ist eine Katastrophe. Hey, hätte ich jeder... Ja, ich sag nichts mehr dazu. Ich sag nichts mehr, wir müssen einfach das Ganze wieder aufholen. Tolmer liegt zurück, kann ich gar nicht wollen. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Wer will? Der Assistent entscheidet. Abseits. Was? Willst du mich verarschen? Ja, aber Pfiff natürlich erst, wenn ich den Ball bereits bekommen habe. Ey, das ist doch zum Davonsäckeln. Matuidi, dieser Mann, der ackert und arbeitet einfach überall. Die Matuidi, aber Zweikampf kann er gar nicht, wie es aussieht. Ja? Okay, man muss nicht merken. Cabé. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. So, danke schön, Inler. Debuchy. Was machen wir da? Aber erst in der 10. Minute und bereits mit 1:0 hin. Das ist doch zum Davonsäckeln. Ricardo Rodriguez. Er spielt den Ball Okay, Diego, was machst du gescheites? Stefan Lichtsteiner. Was machen wir da gescheites? Na, Stefan, was meinst du? Was machen wir da gescheites? Ein Dribbeln, aber was soll das mit dem Dribbeln bedeuten? Berami. Da lass mich in Ruhe. Gökhan Inler. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Shaqiri, willst du flanken? Muss fast, ja. Jetzt eine gute Flanke. Was? Ball Ist das im gewesen? Tor aus, Abstoß. Hey, wieso? Ich habe x Druck nicht Schuss. Da habe plötzlich hoch innen dabei ist ein Pass gewesen. Was ist jetzt für ein Scheiß? Ich sage mal die Steuerung hey. Vor allem das Spielsystem, das ist zum Davonsäckeln. Matuidi. Das einfach immer wieder individuell ist, nicht genau das soll machen, was es eigentlich soll machen. Es ist zum Davonsäckeln. Verdammt. Anschlenker zu viel drin gehabt. Wieso nimmst du auf den Ball ab? Mann! Och Mensch, nimm doch einen Ball ab! Stefan Lichtsteiner. So, Shaqiri. dankeschön. Jetzt kommt der Spieler natürlich schneller als ich bin. Hey! Mann, was ich... Mann, Ball entgegenziehen, nö, laufe dann geschnitten davon weg. Ribéry. Angst vor dem Ball, ich glaube, ich komme Vögel über, ganz ehrlich. Valbuena. Kann er sich den Ball holen? Matuidi. Ich will am liebsten wirklich im Prinzip gar nicht über Spielprinzip und so mich beschweren, wenn du so Situationen hast, wo du wirklich entweder musst abwehren oder gut im Angriff bist und einfach irgendwie ein System auf dir einen Strich durch die Rechnung macht. Das ist einfach zum wahnsinnig werden. Ja, da schaut er sich nach Hilfe um. Und da wusste er überhaupt nicht mehr, was er so machen sollte in dieser Situation. Ja, aber einfach das Film Speak einfach ins Ausgespielt. Was ist jetzt da gewesen? Kommt einfach einen entgegen und kriegt den Ball weg, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Berami. Das Oh, nicht schon wieder. Fertiger Ballverlust. Jetzt wird's gefährlich. Ja, wünschenswert wäre es zwar. Debuchy. Ich komme da einfach nicht vorbei, es ist zum wahnsinnig werden. Ricardo Rodriguez. Granit Xhaka. Mann, jetzt lässt mich doch einfach mal vorbei, hey. Das sind trotzdem sie auch noch schneller sind als ich. Ja, will er aus dieser Distanz etwa ein Tor schießen? Nein, das war eigentlich Flanke gewesen. Benzema.
Ja, so schnell kann das gehen. Eine kleine Unaufmerksamkeit und schon ist der Ball weg. Okay, ein bisschen Angriffsversuch nicht funktionieren muss, halt ein bisschen anders machen. Genau. Ribery. Ach, was soll ich denn da machen? Ich muss den Ball irgendwie annehmen, wenn ich ein bisschen zurückrennen muss. Am Nös und direkt 2 Spieler dabei. Die Schiri immer im Weg müssen stehen, ganz ehrlich, das ist also etwas. Und da ist wie im Real Life noch immer im Weg. Sie treten hier wirklich als gutes Team auf. So, Chaka, das ist ganz gut gewesen. Da war gefährlich gewesen, Berami. Genau wie das, ich sage immer nicht im Milde spielen. Sag ich mal, also jetzt, vom Berg ist glaube ich irgendwie, seitenblind, ganz ehrlich, ich mach da nach rechts, nach links, er spielt trotzdem nach links, einfach es aus. Weil hätten wir rechts wunderbar viele Spieler gehabt. Ah, ist ja mal gut gegangen, aber trotzdem, ey, so die Situationen hasse ich einfach. Der Ball gehört mir, der Ball gehört mir. Alter! Ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Ribery. Muss irgendwann mal den Ball irgendwie abfangen können und eine gute Gelegenheit können auswerten, aber nicht, natürlich nicht. Doch kein Vorteil, was? sagt der Schiedsrichter. Oh klar, weil er ein bisschen die Schulter berührt hat, mein Mösli, hey. Steve von Bergen. Na, ist echt zu verzweifeln. Du. Wir werden Meister und jetzt musst du vorbeiziehen. Lass doch nicht aufhalten, Mensch! Ist klar, dann pöbelt mich einfach hinten an. Das muss einen Freistoß geben. Sonst gibt's hier die lustigen Freistoß? Ey, da wären 11. Wieso kein Elfmeter? Egal, okay, komm schon, wir haben es geübt, wir haben es gerade geübt. Kommt Pfosten zurück ins Feld. Gehalten. Alter, das gibt's nicht. Da gehört schon eine Menge. Und der Ausgleich. Ja! Alter! Alter, was für eine Situation. Wird langsam sogar heißer, hey. Das gibt's einfach nicht. Goal! Ich muss einen Schluck trinken. Ole. Sie machen doch tatsächlich den Ausgleich. Und jetzt ist alles wieder drin. Und hier nochmal das Tor aus anderer Perspektive. Ach, ist das schön gewesen. Vom Scher. Du musst direkt mal scheren, wa? Share it. Valbuena. Die verstehen sich blind. Okay, also weiß ich wieder alles möglich. Es ist wieder alles offen, alles in der ersten Halbzeit. Sehr gut, sehr gut. Der Ball ist frei. Der Ball ist heiß, genau der Preis. Ein Ball, 2 Spieler, wer kriegt ihn? Gegner natürlich. So, rum schon. Dankeschön, Lichtsteiner. Du machst da, du bist aus dem Mal, Lichtsteiner. Das konnte keiner der Kollegen kriegen. Okay, Ziele musst du ein bisschen besser üben. Cabet. Matuidi. Da liegt er frei rum, der Ball. Holt ihn euch. Ja, machen wir doch bereits. So, ich zieh mal von hinten Chaka. Chaka, ey. Wow. Toll, wie er das macht und... Ah, verdammt, wäre jetzt kein Spieler gesehen. Der wäre so ein schöner Schuss gewesen. Ja, ich muss aber immer ein bisschen vor dem Strafraum versuchen, das Ganze abzuschließen, weil sonst funktioniert sowieso nicht. Ricardo Rodriguez. Okay, Flanke war. Flanke. Valentin Stocker. Wo spiele ich jetzt gerade ein? Ich eigentlich abspielen. Sofort abgezogen und... Ui, ja, da ist es aber Ecke. Ich wollte gerade sagen. Wenn es richtig macht, schon. Ja, das sieht schon eigenartig aus. Ist klar, die Gegnerspieler sind natürlich größer als wir, oder? Die können das, aber wenn wir das Ganze machen. Kopfballgoal? Nee, natürlich nicht. Wieso soll es auch funktionieren? Valentin Stocker. Wer spielt viel zu einfach? Granit Xhaka. Shaqiri. Abseitsentscheidung korrekt. Was? Ja, Hopschwitz, tralala. Die Fans räumt mich doch mal am Arsch lecken. Nee, natürlich nicht Fans, sondern eher der Schiri.
Oh, Diego, hey. Diego, nicht Diego. Die Partie wird mit dieser Abseitsentscheidung unterbrochen. Wieso? Was? Wird mir auf verarschen, oder? Ey, sorry, aber ich habe doch nicht auf den gespielt, ich habe auf den... Deswegen verstehe ich auf die Schiri nicht. Ich meine, klar ist Abseits gewesen, wenn er abgespielt hat, verstehe ich ja auch, dass man so pingelig kann sein, ganz ehrlich. Du musst immer von Situation zu Situation unterscheiden können, ja, wie beim Foul auch. Shaqiri. Ein Unentschieden in der Halbzeitpause. 1:1 steht es hier. So haben wir es gestern, Frank. Eine sehr ausgeglichene Partie. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, wenn man auf den Statistikzettel schaut, alle Zahlen annähernd gleich. Das ist völlig ausgeglichen. Mhm. Nur halt mit dem Glück und Pech. Da ist das Glück ein bisschen mehr bei den Franzosen und das Pech noch ein bisschen mehr bei uns. In den zweiten Durchgang. Der zweite Durchgang also, ja. Okay, mal schauen. Also wie gesagt, Tore schiessen geht mir so eigentlich leichter. Eigentlich, weißt du, was sagst du? Hä? Der Schiri spielt es aber total. Toller Wetter, schnell ausgeführter Freistoß. Granit Xhaka. Was ist mit dem Schiri los? Ganz ehrlich, das war ja kein Foul gewesen. Ach, ja. Was soll's? Ist sowieso so, Schiri hat immer recht. Kannst du sowieso nicht gegen den Schiri machen. Wenn er mal falsch pfeift oder so, dann pfeift trotzdem wieder die Pfeife. Und so pfeift das alle Löcher. Haha, weißt du, wie es ist. Berami. Komm schon, Lichtstein, du hast das Feld offen, das ist supi! Da ist supi-dupi! Meister, Schwuppi, ja, verdammt doch nicht. Alter, wenn jetzt auch kein Verteidiger mehr drin. Also, der Kopfball hätte eigentlich drin sein. Sicklet, Sicklet! Gut gemacht, Xhaka, gut gemacht. Sehr gut erklärt. Shaqiri. Der Lichtschein schon. Der ist ein Verteidiger, aber spielt immer ein bisschen Mittelfeldsturm. Das ist wahnsinnig mit dem. Ja, komm, so, schieß noch ein Goal, oder? Du kannst das doch. Also, als Verteidiger schießt echt verdammt viele Goal, kann ich dazugeben. Jetzt greift er ihn Ich meine, der Verruhiger macht seinen Job gut und so. Der wäre eigentlich jeder. Achtung, Team müsste eigentlich jedem Team dabei sein. Jeder Auswahl. Der ist einfach einer der besten Spieler. Nicht nur von der Schweiz, sondern allgemein von der Welt. Oh, Scheibenkleister. Ach, egal. Ich meine, ziemlich weit vorne im gegnerischen Feld, das ist schon mal sehr gut. Matuidi. Wow, das ist aber knapp gesehen. Fast den Ball wieder verloren. Nein, genau, das habe ich gemeint. Wenn Sport anfängt zu passen, was erstmal zu Hund und der Gegner, Ball weg. Alter, wieso sind meine Spieler so weit unten, so weit im Feld, meine ich. Wenn wir den Ball abnehmen, hey, das ist so eine beschissene Situation. Willst du dann vorbeiziehen und so, aber nö, natürlich nicht, halt mir irgendwie auf oder so, darf nicht vorbeilaufen. Und da auch schon wieder, weißt du, jetzt da wieder gesehen. Da wird er vom Ball getrennt. Oh mein Gott, das ist noch relativ schnell. Lichtsteiner. Das ist echt episch. Alter, genau wie das schon. Oh, okay, jetzt spielt es stärker. Jetzt spielt es eindeutig stärker. Oh, das könnte gefährlich werden. Unnötiger Ballverlust. Granit Xhaka. Jetzt einmal der Verarsch. Wer bin ich denn? Shaqiri. Seferovic. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Verdammt, da wäre jetzt so gut gewesen. Matuidi. Sehr schön, wie er sich freiläuft. Ja, ist klar, Mann. Wow. Nein, uff. Stefan Lichtsteiner. Ja, beinahe schief gelaufen, aber beinahe. Valentin Stocker. So, wie gesagt, da Goalschüsse liegen wir eigentlich eher. Alter, und schon wieder. Jetzt schon wieder so eine Scheiß-Situation. Granit Xhaka. Achtung, jetzt! Ja, mit dem Wo hast jetzt du eigentlich hingeschossen, mal ganz ehrlich? Drücken jetzt hier auf den Führungstreffer. Oh, was jetzt da gerade gewesen? Hey, ich bin schön im Sturm gewesen, Verteidiger, reiss mir einfach um, Schiri, nö, kein Angriff auf den Spieler, nee, schön auf den Ball gewesen und so, schöner Zweikampf, ja, von Arsch, ey. Hallo, das ist...
Das ist ja kein Schwächling, der bei uns im Sturm steht. Der kann etwas. Am Zweikampf. Alter, was machst du eigentlich da für Tricks? Ja, da kommt was auf uns zu. Er ist einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. Ich muss eigentlich viel über die Abseitsfälle machen. Das Problem ist, ich vergesse die meistens. Er denkt gar nicht dran in solchen Situationen. Rani Xhaka. Soll man irgendwie ruhiger spielen Valentin Stocker. und das Feld besser aufbauen. Eindeutig. Gökhan Inler. Da ist wieder. Spielt auf zum Inler, da bin ich eigentlich zum vorne ihm wollen. Debuchy. Mehr als Abspieler kann ich nicht, oder? Wenn zum Inler würde es hingehen, wenn ich da gesagt hätte, ja, da schräg hinter, aber nee. Das war nicht der gleiche gewesen. So, man schläft langsam den Arsch ein, ist erhöht. Steve von Bergen. Berami. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Und die Situation Eine Flankenschuss wohl, ja. bereinigt. Ey, wieso rennt der nicht? Alter, natürlich ist der andere schneller, ist auch noch klar. Ja, Benaglio, nimm ihn doch gescheiter. Mann, ey, was macht Benaglio dort? Und jetzt setzen sie alles daran, hier in Führung zu gehen. Ah, Mann, ey. Oh, das ist übrigens noch eine gute Idee. Sie wollen jetzt das Führungstor. Ja, wollte ich auch. Mann, oh Mann. So, wir machen das Kader auswechseln, weil da geht langsam nicht mehr. Sverovic, der gefällt mir gar nicht mehr da vorne. Lässt sich ständig irgendwie faulen oder sonst irgendetwas, der muss weg. Okay, wir brauchen einen stärkeren Sturm. Das heisst, Sverovic kommt raus. Tut mir leid, Kumpel, aber bei dieser Partie bist du ein bisschen schwach drauf, um das ehrlich zu sein. Der Diog rein und ich brauche auch noch eine Barnetta. Im Mittelfeld, wenn es irgendwie geht. Berami ist eigentlich sackstark, würde ich gerne drin lassen. Shaqiri auch, der Stocher gefällt mir nicht ganz. Okay, haben wir die beiden raus. Mal den Sturm ein bisschen verstärken. Ohne Frage. Und eine Auswechslung soll dabei mithelfen. Die Reservebank ist gut bestückt. 2 neue kommen ins Spiel. Genau. So, wir haben 17 Minuten Zeit, zumindest im Spiel. Der Diog. Stefan Lichtsteiner. Und die Flanke landet genau verdammt. bei einem Abwehrspieler. Ja, eben, er ist doof. Das könnte eine Torchance geben. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Nein, wieso spielst du zurück? Ah, jetzt muss ich natürlich wieder zurücklaufen. Mann! Ey, so die Situation natürlich, denkt nicht irgendwie, das Spiel merkt das nicht. Man könnte ein bisschen nach vorne spielen, damit er nicht mehr zurücklaufen muss. Nein, natürlich nicht. Aber in Ballbesitz kommen sie nicht. Noch nicht. Gökhan Inler. Man muss einfach mehr Druck machen, ganz Stefan einfach. Lichtsteiner. Der Diog. Mann, weißt du jetzt da gewesen? Mach einen Steilpass, verspielt er hin, irgendwo ist ein Arsch. Attackiert ihn, er will den Ball. So, komm schon. Aus dieser Distanz, das hat man gemerkt, da hat nicht viel gefehlt. Ja, kann ein bisschen laufen, wa? Ach, das ist immer so eine Situation, wenn du Lauf abschätzt, kann ich so laufen, soll ich direkt schiessen? Aber trotzdem hätte ich da perfekt geschossen, wäre drin gewesen, ganz ehrlich. Gottfried stutzt nicht einmal, was mache ich da? Valbuena. Ey, schon wieder, was soll der Scheiß? Ja, und den hält er auch noch fest. Klar, man einfach ich irgendwo einfach umgehauen. Oh, Scheiße, kommt der Ball nicht über mich umgehauen. Da willst du nie im Real Life so eine Situation erleben. Kannst du mir nicht erzählen, ganz ehrlich. Rani Xhaka. So, jetzt wieder auch schiessen, toll. Problem ist, wenn jetzt da ein bisschen... Ah, das ist wieder mal typisch, ich kann gar nicht machen. So, die Zweikämpfe mal schauen. Jetzt da, okay. Aber sonst ein irgendein Versuch, nicht unbedingt irgendwelche Chancen den Ball bekommen, aber da natürlich, Shaqiri. Valbuena. Ja, jetzt noch ein bisschen super Pass spielen, ist klar. Alter, mein Sturm ist gut, wir haben es drauf. Was macht der wieder für Kunststückchen? Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Manchmal hast du bitte mal ein bisschen... Was will ich sagen, hey. Mehr auf eine Stummkeit. Ach, das ist ein richtiger Koloss, der ständig Führer stürmt. Wenn man nicht wirklich erzählen, oder?
Vielleicht gibt es hier doch noch den entscheidenden Treffer. Ey, schon wieder! Barnetta. Mann, oh Mann, oh Mann. Der nächste Treffer. Er könnte die Entscheidung bringen. Wow, spielt schon hin. Alter. Barnetta. Es ist noch Zeit, zumindest für einen Angriff. Und vielleicht fällt jetzt... So, komm schon. Oh, Ich will es hoffen, komm schon. Ja, jetzt. Nein, was ist denn da gewesen? Macht einfach gar nichts. Ja, also wenn er den nicht locker aufnimmt, dann weiß ich gar nichts mehr. Ja, Frank, ist die Mannschaft im Grunde genommen schon so richtig zu bewerten nach diesem Remis? Schwierig. Für beide Teams ein Punkt, für beide verdient. Ich halte mich noch zurück. Ja, So, liebe gut. Zuschauer, mein Name ist Manni Breukmann. Ich darf mich dann verabschieden nach diesem hochklassigen Spiel, wie ich fand. Und hoffentlich sind Sie beim nächsten Mal wieder mit von der Partie. Ja, hoffe natürlich auch zum Spiel selber. Ganz ehrlich, Frankreich ist natürlich ein starker Gegner, ganz klar. Auch Defense, der hat super gespielt. Auch unsere Mannschaft hat eigentlich immer super pariert und so, super Angriff gemacht. Von dem her kann ich von dem her nichts sagen. Was mich einfach immer noch angekotzt ist, dass zu der gleichen Situation im Spiel unterschiedliche Zeitpunkte, sage ich jetzt mal so, im Zweikampf, manchmal kannst du etwas machen, manchmal kannst du gar nichts machen. Wie hier zum Beispiel auch. Es sind das dritte bei einem Spieler, keine Chance, den Ball abzunehmen, wenn ich da irgendwie eine gleiche Situation habe, Ball sofort weg. Also ganz ehrlich, kann man keiner erzählen, dass da irgendwie jemand bei Profis sicher kann. Ja, sprich mal besser spielen, das ist einfach irgendwas verpackt vom Spiel her, ganz ehrlich. Wenn wir mal schauen, vielleicht gibt es zum Spiel bereits ein Update, das so ein paar Bugs nicht behebt und so, aber wenn das wirklich so ist und auch vor allem Rennen, oder? Du bist da mit dem Ball am Säcker, wenn du am Angriff bist, ist der andere plötzlich schneller als du. Aber gleiche Situation im Gegenzug, sprich auch, der Gegner stürmt auf dich zu, rennt, oder, aufs Goal zu mit dem Ball. Du willst ihn abblocken, kommst nicht hinterher. Aber ich kann nicht erzählen, dass die irgendwie wirklich alle schneller sind als mir, also ganz ehrlich. Naja, egal. 1:1, sich besser als verloren, immer gegen Frankreich. Gruppensieger wird sich zeigen, wer vermutlich wird es doch Frankreich sein wegen der Tordifferenz. Schlussendlich, wobei Frankreich muss noch gegen Ecuador spielen, wir nachher gegen Honduras im ersten Spiel. Es wird also spannend bleiben, wenn wir gegen Honduras gewinnen. Zumindest hoch, können wir Gruppensieger werden. Trotz allem 1:1 könnte ja auch ein realistisches Resultat sein. Im Real Life, sprich, ja, dass es unentschieden wird. Ist sehr wahrscheinlich sogar. Ich hoffe trotzdem auf den Sieg der Schweizer im Real Life. Unentschieden oder halt Niederlage, auch alles möglich. Mal schauen, wie es denn genau rauskommt, wa? Ja, wenn man sagen, das ist so wie gewesen, Spielwertung. Eigentlich alles super, bis auf den Schaka, der gar nichts können. Shakira hat auch zu wenig zeigen von dem her. Muss der Lichtschein ist natürlich eigentlich super gewesen, ist nur 6:6. Hä? Komisch. Das Menge sind irgendwie super von der Bilanz, andere schwächer. Naja. Nein, allgemein super gespielt und so. Ich hoffe, wir können so weitermachen. Und natürlich Honduras ein bisschen aufholen, vor allem mit den Goal, also sprich mit Auswertungen. Da haben wir jetzt da wirklich ein bisschen, ja, wirklich alles super gemacht. Aber es ist halt so, Torauswertung für die Schweiz ist noch ein bisschen ein Mankopunkt, vor allem die Defense, also sprich das da, wie es da war, das dritte bei einem Stünd. Ich kann trotzdem ein Kopfballgoal machen, das wird im Real Life kaum passieren. Das sind die Schweizer einfach zu stark. Aber gut. Ja, wenn man sagen, das war es einmal mit Schweiz gegen Frankreich. Also eine ganz kurze Tabelle nach. Frankreich führt natürlich wegen Gegentore, haben wir insgesamt nur 1 von uns kassiert. Zwar haben sie 13-0 gegen Honduras gewonnen. Das heisst, damit wir jetzt dort weiterhin auf dem Treppchen bleiben. Ecuador hat auch gewonnen. Okay, es ist noch alles offen, ganz klar. Wenn wir es nochmal verlieren, Ecuador gewinnt gegen Frankreich, was eher unwahrscheinlich ist, aber trotzdem könnte ja passieren. Dann können wir noch auf den dritten Zwischenrang fallen und damit wären wir raus aus dem Turnier, was ich natürlich nicht hoffe. Ich hoffe, wir gewinnen nachher gegen Honduras und wenn möglich, dass Frankreich gegen Ecuador verliert, was eher eigentlich relativ unwahrscheinlich ist, wa? Ja, mal gucken, wa? Mal schauen, wie es nächstes Mal aussehen wird. Hier beim FIFA World Cup 2014 in Brasilien. Nächstes Mal natürlich mit dem Spiel dann zwischen Deutschland und wer wird es wohl sein? Wer wird wohl in den nächsten paar gegeneinander antreten? Zeigt es mir. Wer wird es sein? Training? Nee, kein Bock drauf.
Gegen Ghana, okay. Gegen Ghana wird es sein. Honduras besiegt, Fans ratlos. Das ist natürlich so. Und Italien besiegt Costa Rica mit 4:0. Und schlecht, hey? Okay, das nächste Mal mit Deutschland gegen Ghana. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal wieder mal im Jump-Modus. Bis dahin, ciao zusammen.